So, dann machen wir das Ding vor die Schnuthalde und sagen: Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Apollo Justice. Wir waren auf dem Weg nach Vertania City. Nee, eigentlich ins Untersuchungsraum, aber okay. Pass mal auf. Warte mal. Untersuchen. Wo ist denn die Frau hier hin? Weil wir haben noch ihr Häuschen. Wir können aber auch ihr Häuschen mal inspizieren. Ungefähr so. Hat die da auch eine Schleife drauf? Okay. Was ist denn das? Eine Blume auf dem Hinterteil. Das sieht ziemlich individuell aus. Man sieht jedenfalls auf den ersten Blick, wem es gehört. So braucht sie immerhin nicht ihren Namen drauf zu schreiben. Das ist genial. Ihren Namen zu schreiben wäre aber einfacher, als eine Pflaumenblüte zu malen. Ja, das hat er wohl recht. Okay, da gibt es, glaube ich, nichts mehr. Was ist denn das da eigentlich? Herrn Elduns Nudelstand. Wo habe ich denn das her? Was? Suppe. Ja, super. Gibt es auch unten. Was kann ich denn hier machen? Nix. Gibt's hier nichts? Gibt es da oben Salz? Wieso steht da eigentlich Salz neben diesem Lauch drauf? Komm, wir gucken mal, was es alles zu essen gibt. Kann ich irgendwo anklicken? Keine Hinweise. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass ich da ein 3D-Modell vom Nudelstand habe. So, egal. Meraktis Autopsiebericht. Todeszeitpunkt 14. Juni nach 22 Uhr. Todesursache Kugel in rechter Schläfe. Pal Meraktis, 46, männlich, geschätzter Todeszeitpunkt zwischen 22:15 Uhr und 22:45 Uhr. Todesursache Hirnverletzung durch Schiss. Entschuldigung. Mann, du musst doch ruhig sein, sonst hört man dich durch das Gitarrenmikrofon. So, Todesursache Hirnverletzung durch Schusswunde. Besonderes Eintrittspunkt rechte Schläfe. Mann, ich versuche hier professionell zu arbeiten. Das hört sich auch falsch an. Okay, so, wir gehen jetzt hier, ich glaube, wir müssen in die Alles-Right-Agentur, ja? Und von da aus in die Strafanstalt. So, jetzt gucken wir mal, ob der Wokiki-Taki da ist. 15. Juni, Strafanstalt, Besucherraum. Tut mir leid, die Besuchszeit ist für heute vorbei. Ja, wie? Ich habe noch gar keine Chance gehabt, mit ihm zu reden. Ja, aber wir haben noch 3 Minuten. Ich werde Ihre Bitte weiterleiten, aber machen Sie sich keine Hoffnungen. Der Vater spricht im Privatzimmer mit ihm. Der Vater? Meinen Sie einen Pfarrer? Ich meine den Vater des Verdächtigen, Herrn Winfried Big Vince Kitaki persönlich. Nicht gerade jemand, den ich treffen möchte. Stimmt, du Kleiner! Du bist derjenige, der bald draußen sein wird, du Alter. Achso, das ist jetzt hier was. Was geht denn hier ab? Ach, hier sind Sie. Das ist aber der... Der hat ja gar keine Augen. Wow, dieser Typ strahlt Macht aus. Also, mit dieser Schürze, der sieht halt aus wie, wie heißt denn der Yakuza-Hausmann? Da gibt's eine Manga-Serie drüber, wo ein ehemaliger Yakuza Hausmann wird und dann halt nimmer Yakuza, sondern nur noch Hausmann ist. Ist sehr, ja. Okay. Macht mit einer niedlichen Schürze. Sind Sie Wokis Anwalt? Ja, das bin ich. Nun, ich bin Big Vince Kitaki, der 4. Kopf der Familie Kitaki. Capisce? Wieso redet der Italienisch? Eigentlich bin ich hier, mit Ihrem Sohn zu sprechen. Herr Justice? Ja? Mein Sohn ist unschuldig. Er hat niemanden getötet. Wenn er für schuldig befunden würde, wäre das ungünstig. Capisce? Ja. Capisce ist mein zweiter Vorname. Ich habe Sie klar und deutlich capischt. Capischt. Um es zu schaffen, müssen Sie mehr tun, als es nur zu verstehen. Aber das lernen Sie noch. Selbst wenn die Lektion erst am Ende Ihres kurzen Lebens kommen sollte. Alter, irgendwie wird mir gerade schlecht, aber echt, ey. Nun, wie sieht der große Plan aus, alter Mann? Jetzt kannst du mich nicht mehr wie ein kleines Kind behandeln. Jetzt nicht mehr. Weißt du, ich wollte in den Bau. Mir gefällt's hier. Sie müssen Wokis sein, richtig?
Ein Gangster ist erst ein Gangster, wenn er mal gesessen hat, Kumpel. Wirst schon sehen, wenn ich hier rauskomme, wird sich alles ändern. Sei still. Was macht er denn? Entschuldigen Sie bitte, Herr Justice. Eigentlich ist er ein ganz braver Junge. Keine Ahnung, was der für ein Geräusch macht. Ich sag mal, er macht Hua. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich mir das nur schwer vorstellen kann. Ha, diesmal kannst du mich nicht mehr unter deine Fuchtel nehmen, alter Mann. Du hast mich gehört, ich brauche keine Verhandlung. Ich hab's getan. Das wird schwer werden. Wenn er ja schon selbst sagt, dass er es getan hat, das wird schwer werden. Ich denke, das reicht für heute, Herr Justice. Lassen Sie mich morgen besser nicht hängen. Wow, das war nicht sehr ergiebig, das Gespräch, ja. Das war also das Gespräch mit unserem Mandanten. Ja, wir haben heute doch schon große Fortschritte gemacht. Wir haben sogar mal ein Höschen gefunden. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, ja. Super. Aber das größte aller Rätsel bleibt ungelöst. Wie soll ich den Fall für den Prozess... Mir krackelt ein Alien aus dem Bauch. Komm mal hoch, komm. Nicht hoch. Du bist doof. Sorry, ich habe eine Katze unterm Pullover. Weil, keine Ahnung, weil man halt manchmal Katzen unterm Pullover hat. So. Wie soll ich den Fall für den Prozess aufbauen? Oh, fast hätte ich es vergessen. Gleich ist mein Auftritt. Heute Abend trete ich in der Wunderbar auf. Das solltest du nicht verpassen. Okay. Fortsetzung folgt. Okay, das war's dann schon wieder. Schaut auch morgen wieder ein, wenn es heißt Flicky Flacky mit Wokiki-Taki. Nein, wir machen hier natürlich weiter. Ich suche mir hier einen schönen Speicherstand aus. Zum Beispiel sieht jeder, wann ich gespielt habe. Das ist nicht gut. So. Ja. Ja, ich würde schon gern fortfahren. Das wäre eine feine Sache. 16. Juni, 9:46 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Hä? Ist Herr Wright heute nicht da? Ja, er hat gesagt, seine alte Fußverletzung würde wieder Ärger machen. Alte Verletzung? Er hat doch gestern über das ganze Gesicht gestrahlt. Ja, er hat gestrahlt, als er sagte, dass wir klarkommen, solange du da bist, Juicy. Ja, na gut. Wir werden klarkommen. Hier kommt Justice. Ich habe heute um 5 Uhr in der Früh mit meinem Stimmtraining begonnen. Hoho, mach es jetzt mal. Ich will mal sehen, hören. Hä? Oh, okay. Ich heiße Apollo Justice und es geht mir gut. Oh. Das klingt eher nach einer Selbstbeschwörung als nach Stimmtraining. Mir geht's gut, alles klar, Alter? Guten Morgen. Ich finde halt interessant, dass der halt ein T-Shirt von der Polizei anhat. Also, das ist der Blue Badger oder so heißt er, glaube ich. Egal. Also, guten Morgen. Jo, was geht ab, Alter? Nur her mit dem Schuldspruch, Gangster. Ist mir sowas von egal. Ey, das ist ja wirklich ein Depp. Bleib mal ganz locker und chill eine Runde. Alles klar, Alter? Stellen sich so deutsche Übersetzer Jugendsprache vor? Stelle ich mir so deutsche Übersetzer vor, die Jugendsprache machen wollen? Ich habe keine Ahnung, ich bin selbst alter Sack so. Eigentlich nicht, ja. Okay, riskier hier drin lieber nicht so eine große Lippe. Tja, da sind wir zwei verschieden, alter Mann. Ich fürchte die Bullen nicht. Echte Gangster sind erst dann wirklich echt, wenn sie mal im Knast waren. Du hast absolut keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ja, klingt, als hätten die beiden auch Stimmtraining gemacht, Apollo. Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Der Prozess beginnt und ich habe meinen Mandanten immer noch nicht richtig befragt. Ja. 16. Juni, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Oh. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess von Wokiki-Taki. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Auf geht's zum Rock'n'Roll, Herr Richter. Ah, er ist es, der Prima Brattel, der Typ von gestern. Der ist Staatsanwalt? Herrn Gavins Bruder. Lange nicht gesehen, Staatsanwalt Gavin. Waren Sie beurlaubt? Ich hatte in meiner Freizeit eine kleine Band gegründet und dann wurden wir populär.
ist echt schwer, Nein zu den Fans zu sagen, wenn 3 deiner Singles Platin holen. Ach komm. Verstehe. Ehrlich gesagt war ich etwas in Sorge. Ich hatte befürchtet, dass sie immer noch an jenem Verfahren zu knabbern hätten. Kein Problem, Herr Richter. Diesen Tag im Gericht würde ich um nichts in der Welt verpassen wollen. Das ist sogar mehr wert als VIP-Pässe für eines meiner Konzerte, ne? Ne? Wie könnte ich mir die Chance entgehen lassen, mir die wahre Stärke des kleinen Jungen anzusehen, der meinen Bruder besiegt hat? Ja, ich glaube, er meint Apollo. Das war es mir wert, 2 Auftritte abzusagen. So, das verstehe ich. Ja, ich auch. Sie dürfen ihr Eröffnungsplädoyer halten. So. Bevor wir damit beginnen, dachte ich, singt er jetzt eine Runde oder was? Ist die Stimmung in diesem Gerichtssaal nicht ein wenig zu ernst? Nun, zufällig sind wir hier vor Gericht. Auf diese Weise werden Sie die Menge kaum zum Tanzen bringen, Herr Richter. Was hat er denn vor? Sie sollen ja auch nicht tanzen, das ist ein Gerichtssaal. Achtung, Baby. Heute wird nach meiner Gitarre getanzt. Achtung, Baby. Hieß doch nicht ein Album von, keine Ahnung, U2 oder sowas? Was ist denn das für ein Lärm? Manchmal muss man erst ein wenig locker werden, bevor man knaller zur Anklage kommt. Ich glaube, der Lärm ist die E-Gitarrenmusik. Hört ihr sie? Die E-Gitarrenmusik im Hintergrund. Das ist verrückt. Ja. Das Opfer, Paul Meraktis, Direktor der Meraktis-Klinik. Der Tatort, der Volkspark. Als Meraktis gefunden wurde, zog er einen Nudelstand. Warum in aller Welt sollte denn ein Arzt einen Nudelstand ziehen? Tja, ich glaube, dass Sie das nur herausfinden, indem Sie den Angeklagten hier und jetzt danach fragen. Dann ist es die unwiderlegbare Wahrheit, dass er das Opfer erschossen hat. Was meinen Sie denn mit unwiderlegbar? Starren Sie mich nicht so an, Herr Justice, sondern lieber den Punk da. Für seine Tat gibt es einen glaubhaften Zeugen, verstehen Sie? Na schön. Bitte lassen Sie diesen Zeugen vor das Gericht treten. Der ist Linkshänder? Okay. Nein, noch nicht. Zuerst muss noch eine kleine Angelegenheit aufgeklärt werden. Können Sie mir was ohne Begleitmusik sagen? Ich könnte schwören, dass ich die Gitarre einen Moment lang gesehen habe. Ja. Und was wäre das, Staatsanwalt Gavin? Das Motiv, Herr Richter. Warum hat dieser kleine Punk das getan? Was hat er denn gegen Punks jetzt? Dieser Rockerschnösel. Weiß gar nicht. Ich finde Punks besser als Rockerschnösel. So. Also, warum hat der kleine Punk das getan? Warum hat er den Direktor der Meraktis-Klinik umgebracht? Ja, also erstmal würde ich hier Einspruch sagen, dass er ihn umgebracht hat, ist noch nicht bewiesen. Einspruch! Mann, bin ich ein guter Anwalt. Nicht so schnell. Der Angeklagte muss sich dazu nicht äußern. Ach, aber was wäre, wenn der Angeklagte dies ausdrücklich möchte? Wie heute Morgen? Ich möchte all meinen Homies was mitteilen, hat er gesagt, meine ich. Was? Sein Homies? Das ist seltsamer Punk, der Homies hat. Ja, trifft's ziemlich gut. Es heißt, wer auf der Bühne steht, soll der Menge immer gehörig einheizen. Du schwitzt wie in der Sauna, Polly. Nun, das ist höchst ungewöhnlich, aber das Gericht wird jetzt den Angeklagten zu seinem Motiv für die Tat anhören. Aua. Nun, Sie, mein Junge, sind der Angeklagte. Okay, richtig? Ich bin nicht dein Junge, Alter. Du machst einen Kitaki an? Mach dich lieber auf was gefasst. Und wenn Sie eine Amtsperson anmachen, wandern Sie hübsch ins Gefängnis. Das muss man ihm schon lassen. Wookie hat echt Mut. Ich glaube nicht, dass es Mut ist. Ich glaube, es ist in dem Fall halt einfach nur Dummheit. Es ist nicht sein Mut, der mir Sorgen macht. So, nun gut. Das Gericht wird jetzt die Aussage zum Motiv des Angeklagten anhören. Vom Angeklagten selbst. Ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Das stimmt wohl. So. Wokikitaki. Dann schieß mal los. Wokikitakis Wahrheit. Ich sag dir was, Alter. Dieser Arzt war ein Quecksilber. Ja, garantiert war der ein Quecksilber. Jemand muss dir mal zeigen, was Sache ist.
Ich war vor einem halben Jahr in seiner Klinik. Er hat meine OP ganz schön vermasselt. Und dann hat er mich einfach gehen lassen, ohne ein Wort. Bis die Tage. Ciao, Kakao. Ohne Kakao. Ich musste wieder hin zu einem anderen Arzt, damit der mich wieder zusammenflickt. An dem Tag wurde es mir klar, ein wahrer Gangster würde sich das nicht bieten lassen. Deswegen bin ich in jener Nacht zu seiner Bude gegangen. Alles klar, Alter? Okay. Was meint er mit seiner Bude, den Nudelstand? Sie behaupten also, Sie waren einer der Patienten des Opfers? Es passiert eine Menge Zeug, wenn man sein Ding auf der Straße dreht. Ja, wenn man sein Ding auf der Straße dreht, da kann eine Menge Zeug passieren. Das kann ich euch sagen von einem Kollegen. Ich habe das von einem Kollegen gehört. So sieht's aus, genau. Eins sage ich dir, dieser Arzt war echt kaputt. Nun gut, die Verteidigung darf mit dem Kreuzverhör beginnen. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt alles zum ersten Mal höre. So, also, dann verhören wir mal den Zeugen, der gleichzeitig unser Mandant ist. Wahnsinn. Also, wie immer, wer ersten Teil geguckt hat, Kreuzverhöre bestehen zum ersten Mal darin, dass man sich die ganze Zeit seine Aussage anhört. Dann hört man sie sich nochmal an, tut aber jede einzelne Aussage tut man nachhaken, also nachfragen hier, erklär mal, was ist das, was ist das? Und danach tut man im besten Falle mit Beweise irgendwelche Unklarheiten oder Widersprüche aufdecken. So, also erstmal nachhaken. Zunächst mal lautet das Wort, das Sie suchen, Quacksalber, nicht Quecksilber. Ist das nicht etwas grob? Er war schließlich Ihr Familienarzt. Wer hat dich denn gefragt, Spitzlocke? Für wen hältst du dich eigentlich? Für Ihren Anwalt? Ich überhöre das einfach mal. Es war ein Quecksilber, gar keine Frage. So, jemand muss dir mal zeigen, was Sache ist. Dann, ja. Moment mal! Und wer war das? Mit jemand, da meinen Sie... Gab es jemanden, der noch eine Rechnung mit dem Doktor offen hatte? Außer Ihnen? Da fragst du lieber jemand anderen, Ombre. Was kümmert mich das? Ich habe selbst entschieden, was ich zu tun hatte. Voll konkret, voll gangstermäßig. Ja, aber... Warum waren Sie so verärgert über diesen Arzt? Jo, lehn dich zurück und spitz die Lauscher, was ich vom Stapel lasse, Mann des Rechts. Du Arsch des Loches oder so, ne, umgekehrt, egal. Ich war vor einem halben Jahr in seiner Klinik, er hat meine OP ganz schön vermasselt. Moment mal! Sie waren also vor einem halben Jahr Patient der Meraktis-Klinik? Warum? Ich hatte sowas wie ein Ehrenmal. Meint er vielleicht ein Muttermal? Können Sie genau erläutern, was Ihnen gefehlt hat? Wir hatten ein kleines TRT mit der Familie Rivales. Heißt die wirklich Rivales? Da wollte ich mal richtig Gas geben. Und bin in den Hinterhalt geraten. So ein Gangster hat mich mit Blei vollgepumpt. Meinen Quellen zufolge konnten sie den Stress des Wartens nicht ertragen. Und sind 15 Minuten vor der vereinbarten Zeit reingerannt. Ganz allein. Hey, ich war den Typen mehr als gewachsen. Und sie wurden zur Meraktis-Klinik gebracht? Ihnen wurde ins Herz geschossen, nicht wahr? Ein Schuss ins Herz, der lebt immer noch? Ich kann Kugeln mit meinen Zähnen auffangen, aber ich habe noch nicht gelernt, sie mit dem Herz zu fangen. Ja, wenn es natürlich Kugeln aus dem Liebespanzer sind und die fängt man mit dem Herzen. Die Kugel ist kurz vor meiner Pumpe stecken geblieben. Alles klar, Alter? Wäre alles ein Butter gewesen, wenn dieser Pfuscher von einem Arzt nicht gewesen wäre. Zu blöd, um eine simple Kugel rauszuholen. Sie behaupten also, die Operation wäre fehlgeschlagen? Und wieso lebt er dann noch? Okay. Das ist ja noch nicht alles, Ombre. Okay, geht noch weiter. Und dann hat er mich einfach gehen lassen, ohne ein Wort, bis die Tage. Ciao. Moment mal! So. Was meinen Sie damit, dass er Sie ohne ein Wort gehen ließ? Ja, was glaubst du denn, was das bedeutet? Das ist krass, was denn sonst? Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber es klingt ziemlich übel. Es klingt so, als hätte der Herr Doktor seinen Fehler vertuschen wollen. Aus diesem Grund hat er den Angeklagten gehen lassen. Er ist ein Lügner, ehrlich. Noch fieserer Gangster als ich. Ich musste wieder hin, zu einem anderen Arzt, damit der mich wieder zusammenflickt. Moment mal! So, nun, die Kugel steckt also noch immer... Du sagst, ich kann sie noch immer fühlen. Mitten in meiner Brust, sie drückt volle Kanne gegen mein Herz. Deine Worte treffen mein Herz wie die Kugel aus einem Colt. Da imitiert das Leben mal wieder die Kunst. Da stand nämlich das an meiner Hits.
Das ist ein dummer Hit, aber okay. Nun, das klingt nach einem klaren Kunstfehler. Richtig, Richter. Das war kein Versehen, so will ich es mal klar. So. Es scheint, als hätte es Probleme mit diesem Arzt gegeben. Mann, ihn umzupusten war so, als würde ich der Welt einen Gefallen erweisen. Alter. Wookie, würden Sie sich bitte erst mit Ihrem Anwalt beraten, ehe Sie sowas sagen, aber echt. Hinhoch, Apollo, Brust raus. Okay. Warum ist dieser Fehler erst an jenem Tag ans Licht gekommen? Er wurde bei der Familienuntersuchung bemerkt. Familienuntersuchung? Ja, das war die krasseste Sache überhaupt. Wir Gangsters in einer Reihe zur Untersuchung. Besser jung sterben als dahinsiechen, Kumpel. Gut, dass Sie so denken. Hä? Was ist gut? Oh, hat Ihr Vater Ihnen das nicht gesagt? Die Kugel, die so dicht neben Ihrem Herzen steckt, muss entfernt werden. Oder Sie werden sterben. Was? Er wird sterben? Ja, Dr. Meraktis war der Einzige, der alles über diese Zeitbombe in Ihnen wusste. Dieses Wissen hätte Ihr Leben retten können. Das kann nicht sein. Das wäre total krass. Nun, es gibt Beweise, Ihr Untersuchungsbefund. Okies Untersuchungsbefund zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay. Welch eine Ironie, den einzigen Mann zu töten, der Ihnen hätte helfen können. Sie sind beinahe so unvorsichtig, wie ihr es war. Da lacht er. Er nicht. Wir auch nicht. Tja. Jetzt, wo ja endlich mal Stimmung in der Bude ist, lassen Sie uns mal richtig loslegen. Loslegen? Die Vorgruppe hat uns genug eingeheizt, oder? Mal hören, was der Zeuge zu sagen hat. Wookie ist auf einmal ganz schön still. Ich bin selbst ein wenig beunruhigt. Ist das Gavins Strategie? Eine seltsame Strategie, aber okay. Okay. Nun, nennen Sie uns Ihren Namen und Ihren Beruf. Was ist das für ein Beruf? Was ist das für ein Name? Ich heiße Wesley Stickler. Okay. Mit Beruf meinen Sie mal irgendeine Arbeit, die dem Gesellschaft Nutzen bringt. Gemäß dieser Definition muss es geschehen, dass ich arbeitslos bin. Allerdings gilt es, die Bedeutung der Identität zu berücksichtigen, die im Allgemeinen mit dem Konzept des Berufs verknüpft ist. Und wenn wir dieser Tatsache ins Auge sehen, werden wir erkennen, dass Verwirrung per se keine Gestalt annimmt, sondern stattdessen von der Unbestimmtheit herrührt, die allen Darstellungen von Gedanken innewohnt. Alter, der soll aufhören, so schnell zu reden, so schnell kann ich nicht lesen. Womit er sagen will, er ist ein Student. Ich hätte es eigentlich nicht besser ausdrücken können. Ein Student an der Harclay-Universität. Noch im Grundstudium, richtig? Ja, an der Fakultät für Naturwissenschaften und Maschinenbau. Okay. Sehr vielseitig interessiert. Verbringe ich meine Tage mit der Suche nach der Wahrheit. Herr Stickler, könnten Sie dieses Interesse mal auf den hier vorliegenden Fall lenken? Nun gut, Herr Stickler. Bitte sagen Sie dem Gericht, was Sie in der Nacht des Verbrechens gesehen haben. Klatsch. Sie fragen so undifferenziert. Was ich gesehen habe, verstehen, dass der Homo sapiens zwei Augen besitzt, die dafür konzipiert sind, Daten zu empfangen und zu deuten, sodass Bilder als Signale... Ich drücke das übrigens nicht weiter, der labert einfach so viel. Sorry, ich kann da nichts dran ändern. Okay, also, Nacht im Park. Aussage. In jener Nacht war ich auf dem Heimweg vom Einkaufen durch den Park, als ich sie sah. Ein Mann hat einen Stand gezogen. Ein anderer Mann stand vor ihm. Ich habe sie ziemlich deutlich gesehen. Der Mann vor dem Opfer war der Angeklagte. Okay, also Wokiki-Taki. In seiner Hand hielt er eine Pistole. Die zeigte auf den Mann, der den Stand zog. Ein Schuss. Die Kugel traf den Mann, der den Stand zog, von vorne. Mitten in die Stirn. Moment. Eintrittspunkt rechte Schläfe. Er sagte, mitten, vorne, mitten in die Stirn. Also das ist schon mal ein Fehler. Also etwas, was seltsam ist. Da werden wir natürlich noch drauf ansprechen. Aber nicht jetzt. Oder doch jetzt. Waren es zu dieser Zeit noch andere Personen im Park? Ich kann mit 100%iger Sicherheit sagen, dass sonst niemand dort war. Die Pistole, auf die sich der Zeuge bezieht, ist diese hier. Das Gericht akzeptiert sie als Beweisstück.
Pistole zur Gerichtsakte hinzugefügt. Na schön, Herr Justice. Sie können den Zeugen jetzt ins Kreuzverhör nehmen. Ja, euer Ehren. Machen wir. Schussi, warum starrst du den Zeugen so an? Dieser Mann. Ich habe so ein Gefühl, als hätte ich ihn schon einmal irgendwo gesehen. So. Vielleicht hat sie auch irgendwo studiert. Sag mal, ist das Zeichen, diese Brosche da, das japanische Gedönsel da, ist das nicht das Zeichen für Dämon oder so? Ist das nicht genau das Zeichen, was Akuma auf dem Pulli hat? Nicht auf dem Pulli, auf seinem abgerippte Kampfdress-Gedönse, dessen Namen ich vergessen habe. Kikaki oder so, keine Ahnung. Weiß nicht, wie so ein Karate-Dress heißt. Also, in jeder Nacht war ich auf dem Heimweg vom Einkaufen durch den Park, als ich sie sah. Nachhaken. Sie waren auf dem Heimweg vom Einkaufen, sagen Sie? Warum gehen Sie dazu durch den Park? Und vor allen Dingen, warum geht ihr nachts einkaufen? Okay, da muss ich jetzt wieder sagen, natürlich beziehe ich mich hier auf Deutschland, weil wer geht denn nachts einkaufen? Ich nicht, weil die Geschäfte zu haben. In Japan ist das anders, da gibt es ja 7-Eleven und sowas. Egal. Ah, eine faszinierende Nachfrage. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in Japan spielt. Egal. Sie enthüllt, dass ich mich in unzureichender Ausführlichkeit schuldig gemacht habe. Betrachten wir mal die Zeit, die ich durch das Durchqueren des Parks gespart habe. In dieser Zeit bin ich in der Lage, 2 Bögen mit Prüfungsfragen zu lösen. Im Durchschnitt benötige ich 3 Minuten und 24 Sekunden, um bla 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 bla. Okay, ich habe mich jetzt irgendwie... Wenn er wenigstens sagen würde, ab wann er anfängt schnell zu reden, dann könnte ich auch schneller lesen. So. Ja, das reicht schon. Genug. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. 3 Minuten 24. Also 6 Minuten. Knapp 7 Minuten. Herr Justice, wäre es möglich, das Kreuzverhör noch diesen Monat zu Ende zu bringen? Ich bitte darum. Im Anschluss an diesen Prozesstag habe ich ein Tonstudio gebucht. Ich wusste gar nicht, dass er töpfert. So. Und ich muss zu einem Auftritt, sagt sie. Okay. Mann, ich kann mir doch nichts dafür, dass die alle so viel zu tun haben. Ein Mann hat einen Stand gezogen. Ein anderer Mann stand vor ihm. Moment mal! Haben sich diese Männer vielleicht unterhalten? Ah, Sie haben recht, ja, das haben sie. Aber ich habe sie nicht sehr deutlich gehört. Nur Fragmente, sowas wie: Du hast mich angelogen. Oh, und, ich werde dir etwas von deiner eigenen Medizin verabreichen, Freundchen. Ja, ist genau so, wie jemand es behauptet hat. Ich glaube, er wollte dem Opfer beibringen, wie sich eine Kugel im Herzen anfühlt. Wenn das stimmt, ist das eine entscheidende Aussage. Klingt für mich, als hätte er sie deutlich genug gehört. Wir hatten da. Würden Sie es mir gestatten, meine Aussage etwas zu korrigieren? Was denn jetzt noch? Um genau zu sein, er hat nicht Freundchen gesagt, sondern Alter. Ja, genau so war es. Da schwöre ich auf mein Diplom. Der hat ein Diplom? Ich dachte, der hat ja gerade erst angefangen oder so. Naja, was macht das schon aus? Und dieser andere Mann, wer war das? Ich habe sie ziemlich deutlich gesehen. Der Mann vor dem Opfer war der Angeklagte. Moment mal! Wie können Sie sich so sicher sein? Ich mag das nicht, wenn viele Sätze mit S drin sein, kommen, tun. Genau. Wie können Sie sich so sicher sein, dass es der Angeklagte war? Das Verbrechen wurde nachts verübt. Da war es doch dunkel. Das ist das Geräusch, was er macht. Vielleicht war es falsch von mir, es nicht schon früher zu erwähnen. Hä? Sehen Sie, im Unterricht sitze ich immer auf dem hintersten Platz. Wissen Sie warum? Ja, ich kann es mir vorstellen, weil du der Klassenkasper bist. Und der die andere unterbrecht und steht. Achso, Hochdeutsch, gell? Weil du der Klassenkasper bist und andere störst. Mit deinem Gekaspere. So. Wen interessiert das? Zack. Weil ich nicht möchte, dass irgendwer meine perfekten Notizen abschreibt. Ja klar. Klasse Kasper. Und was hat das jetzt mit Ihrer Aussage zu tun? Ich erwähne dies, um meinen Hang zu allem Perfekten zu illustrieren. Sie sagen, es war dunkel, aber es gibt doch Lampen im Park. Wenn ich sage, dass der Angeklagte in jener Nacht im Park war, dann stimmt das. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Na, der ist schon ganz schön selbstsicher. Und außerdem scheint er die Wahrheit zu sagen.
Tja. In seiner Hand hielt er eine Pistole. Die zeigte auf den Mann, der den Stand zog. Moment mal! Sind sich... Ich mag das nicht. Guck mal, 4S hintereinander. Was ist denn das? Bin ich eine Schlange oder was? Sind Sie sich sicher, dass es diese Pistole war, die als Beweis vorgelegt wurde? Ob ich mir sicher bin? Gewiss. Sie belieben wohl zu scherzen. Oder so ähnlich wäre ein gewöhnlicher Zeuge geneigt, es zu formulieren. Hä? Doch ich bin kein gewöhnlicher Zeuge. Ich sehe nicht nur Ereignisse, so wie sie sind, sondern auch ihre logische Struktur. Klack. Zunächst müssen wir die Tatsache betrachten, dass es Nacht war im Park. Der Blickfeld wegen der eingeschränkten Beleuchtung durchaus beeinträchtigt. Wenn wir nun berücksichtigen, dass sich die Pistole Objekt A tatsächlich im Dunkeln befand, lässt sich kaum noch mit Sicherheit sagen, Objekt A wäre in der Tat Objekt A. Was? Ich glaube, er meint damit, dass er sie nicht so deutlich sehen konnte. Aha. Eine Marke für einen ganz normalen Zeugen. Doch es ist unwiderlegbar, dass vor meinen Augen eine Pistole abgefeuert wurde. Ja, aber von wem? Wenn er nicht belegen kann, dass Woki Kitaki, ich mag den Namen, dass der die Waffe, die Pistole in der Hand hatte. Vielleicht hatte ja der Doktor die Pistole in der Hand oder hat sie zumindest abgefeuert. Und Woki Kitaki hat ein Messer in der Hand. Da haben wir nämlich auch Fingerabdrücke, nicht Fingerabdrücke gefunden. Versteht ihr? Also, ich sehe es immer noch, wenn ich meine Augen schließe. Der Angeklagte hob seine Waffe. Ein Schuss. Die Kugel traf den Mann, der den Stand zog, von vorne mitten in die Stirn. Wir haken erstmal nach und dann präsentieren wir einen Gegenbeweis oder einen Beweis halt, dass es nicht so war. Die sind sich ab... Also wirklich, das ist hier die Folge mit dem S, werde ich sie nennen. Sie sind sich absolut sicher, dass nur ein Schuss abgegeben wurde. Zum Glück habe ich nicht wieder Schiss gesagt. Ja, natürlich war es nur ein Schuss. Warum fragten Sie? Aha, ein Widerspruch. Endlich. Herr Stickler, laut Gerichtsakte wurde mir Pistole zweimal geschossen. Oh, ich habe mir die noch gar nicht angeguckt. Machen wir das mal schnell. Da war er schlauer wie ich. Oh, Untersuchungsbefund haben wir auch nicht gelesen. Name des Patienten Woki Kitaki, 19 männlich. Bericht abgelegt. 14. Juni. Anmerkungen. Metallfragment in Herznähe entdeckt. Sofort untersuchen. Und hier hätten wir eine Knarre. Boah, nicht mit dem Ding auf mich zeigen. Keine Angst, ich kenne mich mit Waffen aus. Der Letzte, der mir eine Waffe zeigen wollte, hat kurz vorher seinen Fernseher erschossen. Er hatte so eine Luftpistole, irgendwie so. Also nicht einfach nur so eine Airsoft oder Soft-Air, so mit verbessertes Erbsengewehr, sondern eine Luftpistole. Und er hat die geputzt und da hat sich ein Schuss gelöst. Er hat es nicht mal gemerkt. Er hat dann erst gemerkt, als er Fernsehen gucken wollte, dass da die eine Hälfte vom Fernseher schwarz ist und ein Loch im Fernseher. Und dann war ich bei ihm zu Besuch und er sagt mir, guck mal hier, ich habe ein Loch im Fernseher. Guck mit dieser Waffe hier und richtet sie auf mich. Ey, mach die Waffe weg. Und dann jetzt so, keine Angst, die ist nicht geladen. Ich wollte sie putzen und dann war die wohl noch geladen und da habe ich geschossen. Da, guck mal, ey, mach die Waffe weg. Die ist doch nicht geladen. Hast du eben auch gesagt. Und dann hast du den Fernseher erschossen. Ja, also, richtet bitte keine Waffen auf mich. Danke. So. Mit Zauberwaffen jedenfalls kennt sie sich aus. Solche, aus denen Tauben geflogen kommen. Sehr beruhigend. Okay. Ja, aber woher weiß er jetzt, dass mit der Waffe zweimal geschossen wurde? Wo steht denn das? Haben wir irgendwie... Herr Stickler, laut Ihrer Gerichtsakte, ich sehe nirgends in der Gerichtsakte stehen, dass zweimal geschossen wurde. Ich meine, im Moment ist es ja gut. Ne? Also, es gibt ja eine Sache, warte mal. Am Tatort zurückgelassen, 2 Schuss wurden abgegeben, Fingerabdrücke weggewischt. Okay, es steht in der Beschreibung und nicht in der Untersuchung. Okay, also, laut Gerichtsakte wurde mit der Pistole zweimal geschossen. Ist ja nicht gesagt, dass es zweimal nacheinander war direkt. Ein klarer Widerspruch.
Gut bemerkt, Herr Justice. Sie sind cool. Richtig cool. Hä? Glauben Sie das wirklich? Ja, aber dieser Schuss muss nicht unbedingt in jener Nacht abgefeuert worden sein. Ja, habe ich ja auch gerade gesagt. Also das wäre schon... Ja. Worauf wollen Sie hinaus? Diese Pistole stammt vom Anwesen der Familie Kitaki. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Pistole schon vor jener Nacht benutzt wurde. Vielleicht bei einem anderen Vergehen? Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Nach seinem selbstgefälligen Ausdruck zu urteilen, hatte Herr Gavin die Antwort schon parat, bevor du aufs Problem hingewiesen hast. Er scheint sich seiner Aussage ziemlich sicher zu sein. Wir machen immer die größten Fehler, wenn wir uns am sichersten sind. Irgendwo hat er einen Schwachpunkt, Apollo. Finde ihn. Richtig. Ich sollte mir die Aussage nochmal anhören. Ja, so, jetzt geht's los. Also, laber du nicht. So, jetzt pass auf. Wir präsentieren den Autopsiebericht. Puh, wenn das alles ist, dann habe ich wohl eine Chance. Könnte es sein, dass Sie etwas aufatmen, Herr Justice? Hä? Oh, Einspruch! Und jetzt kommt gleich noch Einspruch. Einmal ist wirklich genug, Herr Justice. Okay. Halbspruch. Apollo, halt dich zurück. Dieser Prozess ist noch nicht vorbei. Oh, richtig. Sehen Sie sich das hier mal an. Den Autopsiebericht. Gibt es ein Problem mit dem Autopsiebericht? Richtig, ein Problem. Das Problem ist... Ja, das Problem ist die Position der Eintrittswunde. Die Position? Ja, Sie haben ausgesagt, dass der Mörder das Opfer mitten in die Stirn traf, nicht wahr? Ah, ich habe schon erkannt, worauf Ihre Frage abzielt. Gestatten Sie mir, dass ich das erkläre. Es ist wirklich ganz einfach. Erstens müssen Sie verstehen, dass ich mit mitten nicht die geometrische Mitte meine. Was ich damit meine, bei einem Meter beträgt die Abweichung bekanntlich irgendwie so viel Wellenlänge des Lichts, dass von einem Krypton... Was? Ist hinlänglich bekannt, dass Kryptonpartikel und bla 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 sind, was auf kapitalen Fehlschluss in Ihrer Argumentation hindeutet. Genau. Herr Justice? Ja. Bezog sich Ihr Einspruch auf das Kryptonpartikelzeugs? Sie stehen hier auf der großen Bühne und sind von diesen Krümeln besessen? Erbärmlich. Ja, nein, ich bin von etwas Großem besessen. Ich meine, es gibt hier ein größeres, nicht so kleinliches Problem. Könnten Sie es dann bitte erläutern? Sehen Sie sich doch mal den Autopsiebericht an. Die Position der Eintrittswunde, die rechte Schläfe. Das ist das hier. Wollte es nur erwähnt haben. Und er beschreibt irgendwo mitten in die Stirn irgendwo hier. Also das ist schon ein Unterschied so. Schläfe? Herr Stickler, Sie haben klar ausgesagt, dass der Schuss mitten in die Stirn traf. Das ist ein Widerspruch? Oder etwa nicht? Oder etwa nicht? So. Ist es doch, oder? Endlich. Einspruch! Einspruch. Herr Justice. Oje, Herr Justice. Ja. Ihre Taktik ist veraltet. Zu versuchen, den Zeug mit Banalitäten zu verunsichern? Sie haben doch sicher die tödliche Verletzung Ihres Mentors vor 7 Jahren nicht vergessen. Phoenix Wright, nicht wahr? Wenn ich weiß, wovon Sie reden, ihr müsst das Spiel vorher spielen. Das dritte Ace Attorney Spiel. Könnt ihr ruhig alle Videos auf meinem Kanal gucken. Ich habe es bisher auch noch nicht gespielt. Auf diesem Kanal. Sehen Sie, ich weiß, dass sich die Wunde laut dieser Aussage an der falschen Stelle befand. Okay, dann hätten wir hier auch gleich ein wunderschönes Thumbnail für diese wunderschöne Folge mit S. Sie scheinen ja von dieser Stirn besessen zu sein. Soll ich sie Stirni nennen? Stirni? Stellen wir uns mal vor, sie ging durch den Park. Sie sehen 2 Männer, die sich gegenüberstehen. Einer zielt mit einer Pistole. Was würden Sie tun, Stirni? Nun, ich glaube, ich würde versuchen, sie aufzuhalten. Wahrscheinlich würde ich aufhören rufen. Und du, Miss? Ich? Achso, also Sie. Nun, ich würde wohl schreien. Und Sie, Herr Stickler? Was haben Sie gerufen, frage ich mich. Wenn das Opfer seinen Kopf im letzten Moment gedreht hat. Ach ja,
Vielen Dank, dass Sie meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen haben. Alter, echt jetzt? Das klingt fast so, als wäre ein Nachtrag zur Aussage erforderlich. Okay. Eine Nacht im Park 2. In dem Moment, in dem der Mörder seine Waffe hob, hab ich eingegriffen. Sofort aufhören, ihr beiden, habe ich geschrien, aber ohne die Fassung zu verlieren. Das Opfer drehte sich in Richtung meiner Stimme und es fiel ein Schuss. Daraufhin schien der feige Mörder, der Angeklagte, Angst zu bekommen. Er hat die Pistole von sich geworfen und ist vom Ort des Verbrechens geflohen. Ich verstehe. Sie haben also versucht, die Tat zu verhindern. Allerdings. Aber ohne dabei die Fassung zu verlieren. Hätte er einen anderen Ton angeschlagen, hätte der Täter vielleicht nicht geschossen. Ja, das ist inzwischen leider bedeutungslos. Das stimmt wohl. Beziehen wir die neuen Fakten doch mal in unsere Überlegungen mit ein. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte dieser Abbildung zuwenden möchten. Der Zeuge, Herr Stickler, nicht wahr, stand hier. Er schrie, oh, aufhören, bitte, oder sowas in der Art. Und das Opfer reagierte, indem es in die Richtung des Zeugen blickte. Ja, wir haben es schon verstanden, ja. Hätte der Mörder in eben jenem Moment abgedrückt, die Kugel hätte zweifellos die rechte Schläfe getroffen, genau wie in dem Bericht. So scheint es sich abgespielt zu haben. Die Folge mit dem S, sag ich nur. Seht die Macht eines Naturwissenschaftlers der Harclay-Universität. Oh! Nun gut, Herr Justice, Ihr Zeuge. So, dann gehen wir mal ans Kreuzverhör. Eine Nacht im Park 2. Werden wir morgen verhören. Schön, ne? Habe ich euch dran gekriegt. So, gut. Danke. Tschüss.